Herzlich willkommen zurück hier bei Tales of Xillia zu Part 64 und damit auch gleichzeitig dem Start der dritten Staffel. Oh ja, Freunde, nach dem Ende der zweiten Staffel, beziehungsweise nach dem letzten Part, was da alles abging, hey, Alter, hey, was da alles passiert ist, hey, erstmal, dass irgendwie Lance von Krasnik gar keine Waffe sein soll, sondern irgendwie ein Tor zwischen Himmel und Erde und plötzlich irgendwie, danke aus dem Weltall, und plötzlich tauchte da plötzlich noch so ein großer Geist des Eises auf und tja, und jetzt sind wir alleine. Schöne Scheiße, wa? Gut. Die Frage ist los, wo sind die anderen? Wo sind unsere Freunde? Konnte Elise gerettet werden? Was mit Gaius passiert? Und ja, weil Nachtigall, der ist endgültig hinüber. Und was hat bloß Exodus vor? Also sprich natürlich Exodus als Organisation selbst und natürlich Gilland als ihrer Anführer. Wir vermuten, wa? So, Feuer alles. Mein Gott, lange dauert es offenbar nicht hier, wa? Mann, ey, hört mal auf mit der Scheiße. Daneben, so, Booms. Und dann legt er sich wieder hin und Tschüssikowski. Das ist die Power von Maxwell auf Level 39. Tja. Bisschen trainieren können wir zwar machen, Freunde, aber ganz ehrlich, also wird es wohl nicht bringen. Hilfe. Käferbeine, okay. Oh, Menschenskind, ey, was ist hier bloß geschehen, ey? Was ist hier auf der Welt los? Will Exodus die Weltherrschaft an sich reißen? Was hat Gilland da genau vor? Natürlich auch mit seinem Geister Celsius, was das für ein Geist des Eises sein soll. Wieso Mila eigentlich kennt. Aber wie ich herausgefunden habe, Freunde, gibt es diesen Geist scheinbar bereits bei anderen Tales-Spielen. Das man eigentlich gut, ja... Sag's mal so, ich bin ja eigentlich bei der Tales of Serie, bin ich noch ziemlich Anfänger und so. Habe allerdings mittlerweile bereits herausgefunden, dass halt auch Maxwell und so, also sprich Maxwell selbst, nicht kein Mila, aber Maxwell selbst, hat die großen Geister, wie zum Beispiel die Feuer, Erde, Wind, Wasser und so, gibt es andere, wie zum Beispiel Finsternis, Licht, Eis, etc. Keine Chance hat er. Genau, und ein Level Up für Mila, das heißt bereits Level 40, hey. Was wollte ich gerade sagen? Ah, genau. Dass diese Geister auch bei anderen Tales of Spielen vorkommen. Und scheinbar Celsius auch, aber warum das Mila jetzt diese nicht kennt, beziehungsweise warum ist es nicht die gleiche Maxwell wie bei anderen Tales of Spielen? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es aber alles noch erfahren, Freunde. Ich hoffe es zumindest mal. So, dann gehe ich jetzt mal ganz kurz wieder zurück zur Kugel Nummer 2. Und wieder mal behaupten, Mila könnte eine neue Arte gebrauchen. Und zwar kriegt sie... Wolkenbohrer. Oh, das klingt ja... gefährlich. Wieso? Also, ich habe gar keine mehr. Hä? Arte. Na gut, mal ganz kurz gucken. Wolkenbohrer. Hört das ganz anderes Icon, wa? Seht ihr das? Das oben ist ganz normal blau und das hier ist so Goldschimmen oben dran. Ein Großsatz gen Himmel, alle gegen den Weg versperren werden durchbohrt. Wisst ihr was? Machen wir Shortcuts. Die Frage ist bloß, was brauche ich eigentlich noch? Siegelspeer setzt sowieso selten ein. Mal testen, wa? Was die wohl so bringt? Was jetzt? Back where I started. Ja, da sind sie ja! Na endlich, zumindest mal ein Teil davon. Thank goodness. We never thought you would wander off on your own. We were most concerned. I'm sorry. I was careless. Where are the others? We don't know. Huh? What in the world happened? I see. Who would have thought those people from Azul would come to our rescue? Indeed. I am certain the others are safe.
I hope so too. It's one of those flying ships from the marsh. What are those things? Wow, Rowan. I figured someone your age would have seen everything by now. I assure you that's not the case. What's wrong? It's nothing. Let's just look for the others. They must be close. Right. Shall we explore the cave? Why am I feeling this way? Is it because of the dream? Die Gebetskarte ist jetzt verfügbar. Nein, mal gut. Immer mal etwas, Freunde. Mila wacht auf. Es ist My lucky beard, frozen completely through. Glücksbad vor allem, ja. So, Mila macht auf. You two must have brought me here after I fell into the marsh flow. Yep. And you're a whole lot heavier than you look. We put you in the cave to rest while Leia and I split up to search for an exit. Forgive me. I've been a burden to you. Hey, come on. Don't worry about it. We're all lucky just to have made it off that battlefield alive. Indeed, we are. In any case, I am glad you are well. Of course I am. Maxwell can't afford to die. Ja, das ist ein gutes Stichwort, Mila, von wegen Maxwell und so. Wenn ihr auch noch an den letzten und vorletzten Part erinnert, wo uns Gaius so ziemlich... Oh! Das ist ein guter, das ist ein guter. Mit dem können wir viel trainieren. Ah, bleib stehen! Also wollte ich gerade sagen, genau, wo Gaius uns so, ja, kann man eigentlich gut sagen, wo Gaius so uns regelrecht platt gemacht hat. Ich meine, sorry, aber Gaius ist eigentlich nur ein normaler Mensch, oder? Und trotzdem so viel stärker als Mila es ist. Ich meine, sorry, ja, ich meine, Mila hat nicht die 4 großen Geister dabei, ist klar und so. Aber ganz ehrlich, er ist doch ohne die 4 großen Geister so stark. Was er eigentlich damit sagen will, ist, was ich nicht ganz verstehe, warum ist eigentlich Gaius so stark und Mila, obwohl sie Maxwell ist, so schwach? Also jetzt im Vergleich dazu kann man wirklich sagen, ihre Art und so und die großen Geister hat sie gar nichts drauf. Das ist ein Vergleich, meine ich. Ah, wo kann er was testen? Steht ja. Ah, da geht nach oben, okay. Kann ich irgendwie in die Luft schleudern? Geht glaube ich nicht, wa? Wie viel hat er überhaupt noch? 6. Resistenz gegen alles, ja, ist klar. Naja. Ich könnte eigentlich wieder mal... Haben wir gerade richtig gesehen? Mit Lea kann ich Feuerarte kombinieren. Interessant. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Mann, ich muss die Darkness 4 machen. Ah, Mann! Scheiß Teil. Wow, ganz ruhig, du Scheißteil, ganz ruhig. Mann, jetzt reißt aber. So, Wind, himmlisches Kind. Da war es keine TP mehr. Ne, jetzt sind sie weg. Der hat toll gemacht. Meine scheiß TP. Oh, ich hab keine... Mann. Ich hab gerade einiges 4 einsetzen, aber ich habe gar keine TP mehr. Trottel. Mann. So, mehr konzentrieren, weniger quatschen. Ja, wird doch wieder was. Wird doch was. So. Die geben extrem viele Erfahrungspunkte. Das muss sein, das muss sein. Wow. Ich hab doch... Lea, kannst du dich bitte mal kurz heilen? Lea, was machst du denn da? Alter, das glaube ich ja nicht. Die kann sich selber healen, macht aber nichts.
Ich meine, ich finde es toll, dass du auch kämpfen willst und so, aber... Okay, jetzt macht's wieder. Entschuldigung, war mein Fehler. Kannst bitte kurz Rowan zurückholen? Dankeschön, Lea. Daneben. So, Rowan, wieder langsam in die Kombi-Arte. Ja, verdammt. Der Wolkenbohrer, der bringt ja nix. So, jetzt aber. Kann ich mit ihm auch Seriate machen? Nö, geht so nicht. Schade eigentlich. Was soll's, mach's mal so. Alter, hau endlich mal ab, Mensch. Alter, hat der eine Power. So, komm schon das letzte Mal. Kombinierte Erdarte und Tschüssikowski. 2000 ist das geil. Ja, trotzdem ein Level up. Naja, was? Ah, keine mystische Art. Solange du dich im Zustand der Grenzüberschreitung befindest, kannst du eine mächtige mystische Art wirken. Ah, endlich mal. Halte hier zu X gedrückt, nachdem du einen Gegner mit einem Arkenart getroffen hast. Die Verwendung eines mystischen Artes beendet den Zustand der Grenzüberschreitung. Aktivierung auf gutes Timing. Ja, nun weiß ich, wann ich im... Hä? Grenzüberschreitung... Ja, aber... Hä? Wann weiß ich denn, wann ich in diesem Grenzüberschreitungsmodus bin? Ja, nachdem du einen Gegner mit einem Arkanart getroffen hast. Ich hab solche Arte gar nicht. Hä? Verstehe ich nicht, wie kommt der auf die Idee, dass er solche hätte? Geh weiter zu den Nala Lava-Röhren. Was für ein Name ist das denn? Nämlich ein Pelikan. Mann, ich habe keine Zeit für euch. Ihr bringt eh zu wenige Erfahrungspunkte. So, rein damit. Oh. Da kann er... Ja, klar, ein Händler ist klar. Neue Waffen für uns. Ich meine, jetzt dritte Staffel und so. Mal Zeit für ein kleines Power-Up. Oh, was vergessen. Von wegen Power-Up und so. Was sagt denn das Level? 39, 40. Okay, ja, Liliumkugeln. Kann ich noch machen bei denen? War immer noch 5 und so. Wüsste ja gar keine mehr. Gut, machen wir es halt so. Heilungsanteil, gut. Und hier, was kriegt er hier Schönes? Oder wohl eher sie war. Neue Arte, Seelenschürodehnung. Was soll das sein? Die Arkanart, wie kann ich denn die eigentlich einsetzen? Braucht das eine spezielle Art dafür? Vermutlich schon, wa? Kacke. So, er braucht irgendwann eine neue Waffe für sie, und zwar der Fluchbrecher. Na, ich weiß nicht. Doch die Harpin schneide, Fluchbrecher bald solide schneide. Ja, wenn schon, denn schon, wa? Gut, das heißt also erweitern ganz kurz, Waffenladen. Wir müssen unbedingt stärker werden, vor allem wir sind viel zu schwach. Vor allem für Gaiusei, und den will ich unbedingt noch, also... Rache ist süß, Rache ist Blutwurst. Wir haben die Handschuhe, Silberstab, verdammt, immer zu wenig. Ja, er ist toll, dass es Rabatte hat, aber ist immer zu wenig für mich. Pilzpulver, komm schon. Solide Schneide, yeah. So, ganz kurz noch. Einmal, dann haben wir da immer mal ein Level Up. Also sprich jetzt da oben halt Level 36 bereits. So, Cheat, schön. Kaufen, gewellte Klinge, bald erhältlich. Ja, so viel mehr macht jetzt die auch nicht, also nehme ich mal eine solide Schneide. Ja. Ach, das ist ein Dankeschön. Bitte. So. Will ich ihm jetzt echt auch noch sowas kaufen? Ich war noch ganz kurz. Mit Elvin. Ah, was seht ihr? Ein kostbarer Stab. Logen, Alter. Da sollte ich lieber... Weil der Rabatt hier war. Silberstab, yeah. Neu und so, ja. Was neu? Ja, falsch hier. So, neu jetzt. Cheate für ihn. Der Cheater! Quatsch. Degen neu, cheaten. Ja, ist schon ein bisschen teuer, wa? Ich habe eigentlich noch genug. Kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr hier. Machen wir hier mal auf 5, wa? Oh, 36, höher geht's gar nicht mehr, wa? Das ist natürlich ein bisschen kacke. Aber kriegen wir schon hin.
Na, immerhin mal etwas. Ja, neue Objektrabatte, geht doch. So, vielleicht kriege ich sogar noch mehr hin. Yeah, Geilomatico. Gewählte Klinge und das ist doch geil. So, sag bloß, ich hab... Nein, ich hab es... Ja gut, ja. Viel zu teuer von dem her. Das ist schon gut so. So, jetzt kostbarer Stab, das ist immer so teuer. Ach, egal. Zup. So, eine Cheater für ihn. Der alte Cheater. Oh, Entschuldigung, habe ich gerade einen Fehler gemacht. Egal, kriegt sie jetzt noch einen neuen Stab? Ja, ich weiß, bin ein bisschen verschwenderisch, aber das muss man ab und zu auch mal sein. Die Schweranker. Alter Schwede. Nee, aber Jude hätte gerne noch etwas Insektenschlund. Er hat doch bereits Silberhandschuhe, oder? Ich würde sagen, die Mächtigen tun es auch, obwohl... Nee, ich war bei ihm noch. Aber Objekte hätte er gerne noch ein paar, und zwar Zitronengummi. 7 Stück, wenn es geht. Dankeschön. So, da haben wir alle. Andersgummi kann auch nie. Oh, zu teuer. Nö. Trank des Lebens. Gut. Ja, ist gut, ist schön. So, jetzt ausrüsten. Nicht Objekte, Ausrüstung, so. Natürlich so, Feinklinge. Könnt ihr einfach kaufen mal, war die Feinklinge. Wirbelwind gegen die Cheetahs. So, und sie hat einen neuen Stab. Ja, gut. Alles klar, Freunde. Dann mal testen, was machen wir jetzt eigentlich für einen Damage. Wasser ist die Schwäche. Okay, bin ich mit dem richtigen kombiniert. Daneben. Also, der macht immer den Quatsch, okay. Jetzt schon wieder Wasser, so jetzt hier. Alter! Willst du bitte mal... Ja, nein, das ist falsch. Oh, ich wollte den hier. Oh, weg hier. Wow. Ist ein bisschen feurig. So, geht doch. So liebe ich das. Wieso kann ich eine Wasserart mit ihm kombinieren? Das wäre jetzt so cool. So, jetzt bist du dran. Oh, Protection, yeah. Und tschüss. Naja, weil es gerade nicht so eine Glanz hat, ich weiß. Egal, so. Ich hol weiter hier. Fledermäuse. Ist mir egal. Sammansflüssigkeit. Also eine halbe Phönixe. Was soll denn da hast du? Alle Wasserschwäche, gut. So, das war Nummer 1. Mining Sphere. Yeah, Mann, Gaidomatico. Mining Sphere. Halt mal die Klappe, Mensch. Und das war's auch mit dem. Fehlt nur noch einer. Und das war's mit dir, Kumpel. It's the power of Maxwell and Friends. Ach, Freunde, das Spiel macht so Fun, ey. Ist unglaublich. Also halt das mit Gaio seht, also ich mein, hätte das bloß vorher gewusst. Ich meine, sorry, aber ich wollte doch bloß... Das. Ich meine, ich wollte doch bloß mal testen, was der so eine Stärke hat und so, und plötzlich, kann man auch verlieren gegen den, ist klar. Ach du Scheiße. Okay. Mache da zuerst mal die Jeans platt, wa? Ja, wenn du mal sagen, ist eine gute Idee. So, jetzt aber. Ja, aber das funktioniert auch. Jo, wie das funktioniert. Wow, Alter. Die machen zwar viel Schaden, wenn sie mal zu langen, aber ansonsten. So, geht doch. So, und jetzt hole ich... Oh, geht gar nicht. Wow. Also, Feuerlesen macht echt viel Damage. Muss mir mal zugeben. Wow, schön geblockt. Ihr müsst was tun, Freunde. Ihr müsst was tun. Hallo?
Der hat locker, Mensch. Jetzt wollte ich Elvin. In den Brecher halt, wa? Und das war's. 800 immerhin. Ja, und Rowan hat auch sein Level Up verdient. Sehr geil, sehr geil. So gibt's hier noch was. Ah, eine kleine Truhe. Was könnte es auch Schöneres sein, Freunde? Zack, Wundergummi. Das Wunder des Gummis. Die gebe ich hier noch. Vor allem mehr Power, Freunde. Wir brauchen vor allem jetzt in erster Linie mal mehr Power. So, jetzt natürlich die ganzen neuen Fähigkeiten, neue Art, etc. etc. Heilungsanteil gut. Und du kriegst auch eine neue Art. Und ich hoffe, es ist eine geile. Es ist eine Flutwelle. Oh, bitte, bitte sag mir, dass ich jetzt die endlich mit Mina kombinieren kann. Komm schon, komm schon. Ein Arkanate, das einen riesigen, allverschlingenden Strudel erzeugt. Du bist so ein Arsch. Deine Arkanate und ich hab keine. Oh, die kostet 50, okay, ist natürlich kein Wunder. Alter Schwede. Hundearte? Geht das irgendwie? Wäre doch cool. Nö, geht nur mit Schwall, mit Arkan geht nicht, Alter. Stell mir gerade so übel vor, mit Arkanarte. Okay, okay, sind natürlich auch nix, oder? Ich meine, es ist keine Arkanarte. Verdammt. Wolkenbohrer ist... Da kann wieder gar keine Arkanarte einsetzen, weil die vier großen Geister bereits zu Arkanarte sind. Die finden wir bald schon wieder. Habe ich mal so gehört. Die sollen wieder vorkommen, ja. Die Frage ist bloß wo und wann. Also wenn es erst am Schluss des Spiels ist, dann bin ich ein bisschen am Arsch. Da fühle ich mich ein bisschen verarscht. Hallo du dämliche Taube. Sind das verschiedene? Tatsächlich. Dann Feuerfledermaus und der Rest davon. Boah, ist klar. Hör mal auf mit dem Quatsch. Wow, 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 wow. Okay, die machen Damage, die machen verdammten Damage. Hey, alter Schwede. So, machen wir es halt so. Sind sowieso alle auf dem gleichen Punkt. Das ist erwischt mehr auf einmal. Ja, das hat ja mehr oder weniger funktioniert. Nein! Ah, verdammt. Da wäre jetzt Windkuhle gewesen. Was, er kann die Engel singen hören? Und was hat er gerade gesagt? Keine Ahnung mehr. Bitte was? Sackgasse? Nee. Rotes Bohnenkraut. Schatzsuche, okay. Irgendwo hier bin ich gerade falsch abgebogen, wa? Ach so, ich muss hier hoch. Na toll, wie kann man zu dem Vieh vorbei? Wah. Ah, so geht das. Oh, scheiße, ich wische nicht mehr. Nein. Ja, Freunde, wir haben noch ein anderes Problem. Und zwar ist der Part bereits zu Ende. Part 64. Der erste Part in der 3. Staffel bereits wieder vorbei. Wir sind wieder zu dritt. 3 Stück fehlen noch. Ob wir diesen noch finden werden in der nächsten Folge, das sehen wir dann. Auf alle Fälle, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal hier bei Tales of Xillia. Ciao zusammen.